Hallo und herzlich willkommen zurück bei Unsafe Release, euer Schweizer Formel 1 Podcast mit euren Hosts Kasel und Tubes. In der heutigen Episode geht es logischerweise um den Imola Grand Prix. Dort haben wir auch noch gute Diskussionen über Sprint-Qualifying-Format gehabt. Außerdem schauen wir die neuen potenziellen Formel 1-Teams Audi und Porsche an. Und zu guter Letzt haben wir noch eine sehr gute Frage von Nils über Discord bekommen. Er wollte wissen, wer in unseren Augen zwischen den Fahrern am Ende des Jahres wird höher sein in der Drivers' Championship. Dort hat es auch noch gute Diskussionen gegeben bezüglich potenziellen Fahrerwechsel. Ich hoffe, ihr werdet ganz viel Vergnügen haben mit der neuen Episode. Let's go! So, dann würde ich sagen, legen wir auch gerade los mit Imola. Das nächste Rennen auf dem Kalender, das wird dieses Wochenende stattfinden. Und zwar zwischen 22. und 24. April. Es ist mal ein anderes Format, also anders, wir können es schon von letztes Jahr, haben wir das in Monza und Silverstone schon ausprobiert, sowie auch in Brasilien. Es wird wieder ein Sprintwochenende, etwas, wo ich mich persönlich sehr darauf freue. Für die nicht ganz verstehen, wie das abläuft, das ist ja so, wir haben Practice, nachher Qualifying, nachher nochmals Practice und dann ein Sprint am Samstag und am Sonntag gibt es dann das Rennen. Zum Format selber relativ simpel. Das Qualifying selber macht eigentlich das Grid für einen Sprint und beim Sprint das macht nachher das Grid für das Rennen. Im Sprint gibt es aber noch eine Spezialität, es gibt Punkte. Letztes Jahr sind das 3, 2 und 1 für die obersten 3 Positionen. Das ist noch ein bisschen spannender. Es sind 8 Punkte, die du als Gewinner kannst verdienen und der zweite bekommt 7 Punkte, der dritte bekommt 6 Punkte, etc. bis man nachher beim 8. Platz noch einen einzigen Punkt davon bekommt. Grundsätzlich, ich habe den Sprint nichts Schlechtes gefunden. Ich finde, es ist aber nicht unbedingt etwas, wo man jedes Rennen muss haben. Ich bin jetzt mal gespannt, wie das auf einem Oldschool-Circuit wird ablaufen. Letztes Jahr haben wir nur 3 Circuits gehabt und jetzt das mal auf anderen Circuits auch noch gesehen. Finde ich eigentlich noch spannend. Ich weiß nicht, Kasel, wie stehst du zu diesen ganzen Sprintrennen? Wie siehst du die so? Also Oldschool ja, wobei man muss auch sagen, letztes Jahr war ja in Imola, nicht in Imola, in Interlagos gsi. Und Monza war auch gsi. Also sind auch Oldschool-Tracks eigentlich so, wenn man es ernst nimmt. Ja, also ich bin nicht so Fan von dem Sprinting, muss ich ganz ehrlich sagen. Es bietet schon ein bisschen mehr Unterhaltung, das ist ja so, definitiv. Aber ja, ich weiß nicht. Ähm, ich finde es gut, dass sie jetzt immerhin noch mal ein bisschen mehr Punkte noch verteilen für all die jetzt nicht unter den ersten 3 sich platzieren, weil das ist ja letztes Jahr wirklich nur immer Mercedes und Red Bull gewesen, beziehungsweise nein, Dings ist schon eins gewesen, der Daniel Ricciardo noch in Monza. Aber ich bin einfach nicht so Fan von dem Sprint. Ich weiß nicht, ich finde halt so das klassische Qualifying, beziehungsweise einfach so der klassische Wochenendablauf, wie so ist, wirklich sehr, sehr lang schon ist, finde ich halt einfach nach wie vor eigentlich immer noch die beste Option oder immer noch die beste Lösung. Ich bin nicht so Fan von dem Sprint-Zeug, aber das habe ich ja schon ein paar Mal gesagt. Ja, und klar, jetzt mit den neuen Autos wird es wahrscheinlich mehr möglich sein, um so Sprintrennen besser auszutragen, weil halt doch ein bisschen mehr passiert. Ich denke, die werden ja mit so wenig Sprit losfahren und mit Softs, die werden ja Vollgas trainieren gehen. Anders als mit dem 21er Modell. Also es ist gut möglich, dass wir schon recht viel Spektakel werden sehen. Ich weiß nicht, weißt du, wie das Wetter wird sein in Imola? Schön, oder nicht? Nein, aber kann ich gerade checken. Das wäre nicht schlecht, wenn wir das noch genau wüssten, weil ich kann mir gut vorstellen, wenn es schön Wetter ist, werden schon mit Brechstangen reingehen. Bei Regen werden das wahrscheinlich eher vorsichtig sein. Okay, Freitag 90% Regen, Samstag 40% Regen und Sonntag ebenfalls 40% Regen. Jetzt müssen wir Okay. schnell überprüfen, das Rennen. Es könnte gerade passen. Das Rennen startet um 3 und um 3 ist ein bisschen Regen gemeldet. Und am Samstag wird es auch aufgehen mit dem Qualifying, weil jetzt hat es genau um 5 Jahre verschiffen und nein, wann ist das Rennen? Sorry. Sprintrennen ist. Ja, gegen Ende Sprintrennen könnte es eventuell regnen. Und im Okay. Qualifying, im Normalen, regnet es ziemlich sicher. Okay. Ah gut, Ja, wir wissen ja spannend. alle, wie die Wettervorhersagen sind, gell? Ja, gut, das stimmt auch wieder.
Das stimmt auch Aber wieder. ich stimme dir grundsätzlich zu. Ich bin selber auch kein Fan vom Sprintrennen. Ich finde, es ist fast wie zu viel nachher, weil ja, am Ende vom Tag never change a running system. Ich finde das Qualifying-Format, das wir jetzt haben, es ist so ultra spannend. Ich finde, das Einzige, wo in der Rennwelt noch ähnlich daran kommt, ist das von IndyCar, das Format, wo auch so ein bisschen in dem Sinne 3 Sessions hast. Aber ich finde nicht, dass man da noch etwas gross verändern sollte. Und die Sprintrennen, alles, was sie. Also Brasilien hat man in meinen Augen perfekt gesehen. Es ist wie einfach, als ob es normal Rennen würde oder das richtige Rennen würde in die Länge ziehen. Weil halt alles so nacheinander passiert. Das heisst, die ganz hinten starten, haben eine bessere Möglichkeit, nach vorne zu fahren. Und die ganz vorne fahren, haben weniger das Problem damit, wenn sie zurückgehen, noch mit Platz wieder gut zu machen, weil sie quasi einfach nochmal die Hälfte mehr Runden haben. Und ich weiß auch nicht. Ich finde, ausprobieren gut, aber ich muss es ehrlich gesagt nach diesem Jahr nicht mehr sehen, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja, ich auch nicht. Und ursprünglich haben sie geplant, irgendwie 6 oder 7 Sprintrennen machen dieses Jahr. Haben sie ja jetzt aber zum Mhm. Glück ja eben reduziert wieder auf 3 Stück, oder? 3 Stück sind es. Oder Ja, 4. ja, genau. Drei. Ja, also mal schauen, wie es weitergeht. Ich denke, wenn jetzt das Sprintrennen in Imola langweilig wird sein und auch die nächsten 2 langweilig werden sie, dann nachher wird es wahrscheinlich rausgehen. Ja, soll mir recht sein, bin ich ganz ehrlich. Absolut, absolut. Wenn wir jetzt so ein bisschen das Rennwochenende im Ganzen anschauen, Imola ist eine von meinen, also nicht Lieblingsstrecken, aber ich habe es auch bis jetzt auch immer gerne geschaut. Die letzten 2 Rennen, die wir hatten, sind jetzt wirklich auch sehr spannend gewesen mit diesen neuen Autos. Hätte ich nicht erwartet, dass sie so gut werden. Ähm, und es ist jetzt halt ein bisschen schwierig zum Einschätzen, weil es jetzt zum ersten Mal ein Track ist, wo wir so ein bisschen langsamere Corner und alles auch haben. Das heisst, wir werden jetzt vielleicht andere Teams vorne sehen. Und das ist etwas, was ich mir sehr gut vorstellen kann. Ich weiss nicht, hast du dir schon ein bisschen Gedanken gemacht? Wer siehst du in Imola wirklich weiter vorne oder weiter hinten? Also von der Top-Team her sehe ich immer noch nach wie vor Ferrari stärker als das Team Red Bull, sage ich jetzt einmal. Ich habe das Gefühl, dass Mercedes komplett wird untergehen an diesem Wochenende. Oh, okay. Und ich kann mir vorstellen, dass Haas wieder stark könnte sein. Dass das vielleicht so, ja, nein, Alpha Tauri denke ich jetzt weniger, Aston auch nicht, vielleicht McLaren noch und Alpine halt auch. Alpine hat mich wirklich eigentlich jetzt wirklich die ersten paar Rennen sehr überrascht. Also die Mhm. haben Ja. doch für dass sie das einzige Team sind mit einem Renault-Motor oder beziehungsweise wirklich, ja, wenn du es überlegst, die sind da wirklich das einzige Team, das so alleine da steht in dem Formel 1-Zirkus mit Motor und alles drum und dran. Jedes Team hat irgendwo anders noch einen Motor drin. Ich meine, Red Bull hat ja auch neuere Powertrains bei Alpha Tauri drin und haben Mhm. dementsprechend noch 2 weitere Fahrer, wo sie können Daten sammeln für Motoren. Und Alpine ist einfach ganz alleine und sie haben wirklich eine gute Pace, muss man sagen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass Alpine wieder stark aussieht in Imola. Ja, also ich denke, was sicher offensichtlich wird sein, ist die Teams, die in Jeddah gut haben können fahren, also vor allem Topspeed haben können davonziehen, die haben jetzt da noch nicht so einen riesen Vorteil. Klar, die Start-Zielgerade ist lang, aber nachher hast du nicht mehr wirklich sehr viele lange Sections im Track. Und wegen dem glaube ich eben noch nicht, dass Mercedes wird untergehen. Ich glaube, Cornering Speed sind wahrscheinlich nicht schlecht. Die Frage steht dann mehr, wie fest wird, ich sage, die Unebenheit von dem Track Mercedes ein bisschen einen Strich durch die Rechnung machen, oder von der Stabilität vom Auto, wo sie ja am meisten Mühe haben. Ich denke aber sonst wirklich die meisten, die jetzt vielleicht mit der Motorenleistung hinter drin sind, also vor allem das Mercedes-Team, die werden jetzt können zeigen, was sie aerotechnisch drauf haben. Oder? Also für mich ist es so ein bisschen Make or Break, um jetzt zu sehen, ey, wie schlecht ist effektiv Williams und Aston Martin, oder können sie wenigstens auf den langsamen Tracks etwas bieten? Wie steht es mit McLaren? Sind die auf einem langsameren Track ein bisschen besser? Ich glaube, dass dort Mercedes-Motoren besser werden im Rennen sein, oder generell alle Teams mit Mercedes-Motoren, als wir das jetzt bis dahin eigentlich gesehen haben. Ja, gut, ich sage mal so, Mercedes hat ja aber auch noch ein Balance-Problem gehabt in Australien. Mhm. Und ja gut, Aston, also sind wir ehrlich, Aston ist einfach in meinen Augen jetzt nach den ersten 3 Rennen ein hoffnungsloser Fall.
Also ich glaube nicht, dass da noch viel kommt, bin ich ganz ehrlich. Williams hingegen hat sich können schon verbessern. Also Williams hat eigentlich, muss man wirklich sagen, also der Albon hat stark ausgesehen in Australien. Und ich meine, er hat ja noch, das darf das auch nicht vergessen, er hat ja noch 3 Platzpenalty gehabt von Saudi-Arabien, weil er ja dort eine Kollision hatte mit dem Stroll. Oder mit dem Stroll, ich sage immer Stroll. Stroll. Ich weiß Stroll. einfach nicht, wieso dass ich immer Stroll sage, aber mit dem Stroll. Der Und Laurenz Stroll. der Lawrence Stroll, ja. Ja, eben, also er hat ja noch dort eine Penalty drin gehabt, und ja auch noch mal hinterher gespielt hat, und der ist ja eh noch disqualifiziert worden. Aber ich glaube, Williams ist nicht einmal so schlecht. Also ich kann mir schon gut vorstellen, wie du gesagt hast, dass jetzt Williams mit dem Mercedes ja, gerade in Imola vielleicht doch noch gut könnte performen, aber es dann nicht. Und Ja. Mercedes zweifle ich auch ein bisschen dran, weil eben die haben ein bisschen Balance-Probleme gehabt. Die haben ja nicht nur eigentlich das Purposing, die haben auch schon ein bisschen 2, 3 andere Probleme. Und McLaren hat ja auch ein bisschen den Aufwärtstrend mit, ja, wenn wir jetzt so schauen, Australien sind es wirklich eigentlich gut mitgefahren da vorne, also da vorne nicht gerade, aber im Mittelfeld. Und ja, was hat, wenn man überlegt, wie sie in Bahrain gefahren sind und wie sie jetzt da stehen, oder nach dem Australien Grand Prix, also wenn sie das weiter so können weiterführen, ja, wieso nicht? Kann mir auch vorstellen, dass sie gut um Punkte können mitkämpfen, sicher. Das denke ich auch. Ja, was sicher auch noch spannend ist, ich glaube, kein Team hat wirklich grosse Updates reingebracht. Also gerade Teams wie McLaren würdest du ja eigentlich erwarten, aber grosse Updates kommen eigentlich jetzt nicht rein für das Rennen. Also ja, macht auch Sinn mit dem Sprint-Qualifying, dass man da die Practice-Sessions nicht anständig kann nutzen kann, um die Updates halt hier zu testen, oder? Das macht Sinn. Man hat aber gemunkelt, dass McLaren dann mal ein kleines Upgrade wird machen von ihrem Team generell. Also man hat da ein bisschen Talks gehabt mit Audi, dass sie da werden eine kleine Partnerschaft zusammen eingehen. Das hat sich aber mittlerweile ein bisschen geebnet. Man redet jetzt mehr davon, dass Audi einen ganzen Race-Entry machen will. Wer auch sehr gross im Rennen dabei ist mit den Talks, ist Porsche natürlich. Hat man sicher auch, also ist grad, ich denke, die letzten 1, 2 Wochen die grösste News gewesen. Dort redet man darüber, dass sie mit Red Bull werden zusammen arbeiten und vor allem mit dem Engine Department noch ein bisschen werden in Kooperation eingehen. Also dann heisst es vielleicht Porsche Red Bull Team, wo mit einem Porsche Motor werden fahren. Aber dort muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube, Kasel, du weißt ein bisschen besser darüber Bescheid, über die beiden Teams, wie sie da vorgehen oder was da genau passiert. So sieht es aus. Ich bin da wahrscheinlich top informiert. Also erzähl mal, ich bin gespannt. Nein, also wie du schon gesagt hast, also das stimmt schon mal, was Red Bull Porsche anbelangt. Also ich meine, Red Bull hat auch schon ein paar Anspielungen auf das gemacht, dass es so eine Kooperation könnte geben. Und ich kann es mir auch gut vorstellen, dass Porsche hat dann wirklich sagt, okay, wir tun den Red Bull bei den Powertrains unterstützen. Ich meine, jetzt nach den nächsten paar Rennen sind sie vielleicht froh, wenn sie noch einen Motor herstellen sagen wir mal, in der Firma intern haben. Wobei eben, das wäre ja eh dann alles ist wahrscheinlich frühestens wahrscheinlich 2026, wo das wird stand kommen. Ich denke nicht, dass da früher etwas auf die Beine gestellt wird. Aber ja, das stimmt einmal so weit, dass das wahrscheinlich etwas so auf das herspielt. Also das sieht sogar ziemlich gut aus. Bei Audi muss ich die ein bisschen korrigieren. Also das mit McLaren und Audi, das stimmt. Das hat sich mittlerweile ein bisschen geleitet. Das wird sehr wahrscheinlich nicht stattfinden. Audi hat ja da nochmal ein Angebot scheint rausgehauen, irgendwie von 230 oder 280 Millionen Euro oder Dollar, ich weiß es gar nicht, was für eine Währung für das McLaren-Team. Aber da ja die Formel 1 momentan eben ja, sehr boomt, sage ich jetzt einmal. Also nicht nur auf dem europäischen Markt, sondern auch auf dem amerikanischen Markt sind natürlich auch viele Teams interessiert, ihre eigenen Teams zu halten oder halt neue Teams möchten halt entstehen. Und bei Audi sieht es jetzt eben so aus, dass die könnten rein theoretisch mit einem eigenen Team in die Formel 1 kommen. Dann ist aber folgendes Problem, also sagen wir so, es gibt ein Problem. Es sind eigentlich 2 Sachen, aber das eine Problem ist eigentlich nicht so ein Problem, weil sie müssten mal zuerst 200 Millionen auf den Tisch legen und ich denke, das wird jetzt eher weniger das Problem sein bei Audi, dass sie das Geld nicht hätten. Das andere Problem ist eher das, man muss sich das so vorstellen, in der Formel 1 oder beziehungsweise die Geldverteilung sieht so aus, dass man eigentlich sozusagen wie einen Topf voll Geld hat und jedes Team hat so seinen Anspruch drauf. Und wenn jetzt natürlich noch ein
11. Team reinkommt, wird natürlich der eigene Anspruch kleiner oder der eigene Anteil wird kleiner. Und dementsprechend haben eben die Teams, die jetzt in der Formel 1 sind, Mitspracherecht, welches Team darf in die Formel 1 kommen und welches Team darf nicht in die Formel 1 kommen. Also das heisst, Audi könnte sagen, okay, wir legen die 200 Millionen auf den Tisch, aber dann kann es immer noch heißen, ja, sorry, Teams möchten nicht, dass noch weitere Teams reinkommen oder dass jetzt noch ein weiteres Team reinkommt. Und dann nachher ist der Formel 1-Einstieg auch vorbei. Also der Toto Wolff hat sich da schon ein paar Mal geäußert, dass er nicht so der Fan ist von weiteren Teams in der Formel 1. Der Zach Brown bei McLaren hat wiederum gesagt, er findet es gut, wenn noch weitere Teams kommen fürs Entertainment. Und soviel ich eben weiss, ist es nicht diplomatisch, sondern es müssen alle zustimmen, dass das Team reinkommen darf. Also das heisst, wenn ein Team sagt, nein, ich möchte nicht oder wir wetten nicht, dann darf das Team nicht reinkommen. Und das finde ich ziemlich krass, dass es so geregelt ist. Vielleicht wird da noch mal etwas geändert bis zu 2026. Ich meine, das sind ja noch ein paar Jahre bis dahin. Aber darum ist es so, dass Audi momentan eher weniger als eigenes Team in Formel 1 wird kommen wahrscheinlich. Also mit diesem Ausblick. Also klar, die Chancen sind schon da, aber sie sind auch relativ gering. Momentan ist der Fokus auch eher bei Audi wahrscheinlich, dass sie sich irgendwo in ein Team dort reinkaufen. Weil so können sie natürlich all die Hindernisse umgehen. Einerseits die 200 Millionen, die sie müssen auf den Tisch legen und dann noch das mit den Teams. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, ja, bei welchem Team kaufen wir uns rein? Eben, McLaren ist schon mal wahrscheinlich vorbei, sagen wir mal, da passiert jetzt nichts mehr. Es war Williams mal noch ein bisschen im Gespräch gewesen, wobei Williams ist auch eher schon ein bisschen bekannt, dass sie möchten gerne eigenständig bleiben. Ich meine, es hat ja schon die Kooperation mit BMW dazu mal. Und dort war eigentlich BMW nur Sponsor und Motorlieferant, aber es ist gleich immer Williams geblieben. Und Audi möchte wahrscheinlich schon eher ein bisschen auf etwas haben, auf eigenen Namen. Geht man mal davon aus. Und dann bleibt eigentlich nur noch Sauber. Sauber hat momentan zwar eine Partnerschaft mit Alfa Romeo, aber die wird mittlerweile auch fast immer noch auf ein Jahr raus oder auf alle 2 Jahre raus verlängert. Ich weiß jetzt den Vertrag nicht, wie lange das sie nicht in der Formel 1 bleiben als Partnerschaft. Weil Alfa Romeo ist eigentlich nur ein Titelsponsor und nicht ein Motorlieferant. Und von Sauber her könnte es natürlich auch interessant sein, wenn sie mit Audi-Motoren kommen. Und jetzt ist eben auch noch das Thema. Wieso kann jetzt der Porsche, wo ja auch mit Audi zusammenarbeitet, beziehungsweise ja aus dem VW-Konzern, wieso können jetzt wenn sagen wir jetzt mal Audi geht zu Sauber, wieso können die dann nicht die Red Bull Powertrains Motoren haben? Red Bull hat da schon recht früh schon angekündigt, sie machen keine Motoren oder sie sind kein Motorlieferant, sie machen nur Motoren für ihre eigenen Autos und dementsprechend müsste dann Sauber, dass sie ja nachher nicht mehr bei Alfa Romeo werden sein und dementsprechend wahrscheinlich auch keine Ferrari-Motoren mehr bekommen, müsste dann Audi mit eigenen Motoren kommen. Und das wiederum wäre spannend und ich glaube, das wäre auch sicher cool, wenn ein neuer Motorlieferant drin wäre. Ob sie dann natürlich noch weiterliefern an weitere Teams, sei dahingestellt. Aber könnte sehr spannend sein. Und es war auch noch ein das Thema mit dem Stroll, dass dort noch scheint bei Aston Martin eine Audi-Kooperation sollte kommen. Denke ich zwar eher weniger, weil Aston Martin gehört ja schon Mercedes, oder beziehungsweise Mercedes hat Aston Martin mal ein bisschen aufgekauft und die liefern ja auch Motoren. Denke ich eher weniger, dass dort mal etwas stand kommt. Ich denke auch nicht, dass Aston jetzt schon wieder gleich die Segel einzieht und sagt, wir gehen aus der Formel 1 raus. Wobei, vielleicht wäre es für ihren Ruf besser. Aber ja, mal schauen, was kommt. Aber eben so wie es momentan aussieht, soll kein neues Team in die Formel 1 hineinkommen, sondern nur 2 Motor, sage ich jetzt mal, Lieferanten sollen sich in die Formel 1 einkaufen. Das ist so der Stand der Dinge momentan. Okay. Ja, also ich fände jetzt sicher, also die Porsche Red Bull Kooperation fände ich mit Abstand am spannendsten. Ich meine, Ja, ich auch. Porsche ist ja sehr, sehr erfolgreich gewesen, auch mit ihrem LMP1 oder generell ihren Le Mans-Projekt oder WEC, in der WEC-Serie. Das, ja, mit Abstand fände ich definitiv am geilsten. Es hat ja auch noch Talks gegeben mit Andretti Formel 1 Team. Das ist etwas, was ich hure begrüße, wenn es halt wieder so ein bisschen private Teams oder ja, Firmen halt auch ein bisschen außerhalb von einer Automarke. Aber generell, ich bin selber einfach ein riesen Fan von einem grösseren Grid. Also ich finde es ehrlich gesagt schwach, dass Teams das mitentscheiden dürfen. Ich finde, das sollte eigentlich Entscheidungskraft von Formel 1 selber sein. Und ich frage mich eben noch, wenn
meine, früher war das ja auch schon so gewesen. Wieso hat man denn früher nie ein Problem damit gehabt, dass man halt 24 Autos auf dem Grid hatte? Weil das ist in meinen Augen so ein bisschen die perfekte Anzahl. 24 Autos auf dem Grid, 2 Teams. Das heisst einfach 4 Plätze mehr, 4 Chancen mehr für gute Fahrer, wie zum Beispiel ein Oscar Piastri, ein Nico Hülkenberg. Die hätten gar nie müssen aus der Formel 1 rauskommen oder wären effektiv auch in die Formel 1 reingekommen. Wir wissen auch nie, wie es mit einem Callum Ilott wird sein. Der ist jetzt bei IndyCar und der wird wahrscheinlich bei IndyCar bleiben, oder einfach, weil er keinen Platz gehabt hat zu der Zeit, wo er gekommen ist. Und ich glaube, dass man so wirklich viel Fahrtalent eigentlich auch könnte verlieren in dem Sinne auch. Einfach weil wir zu wenig Teams haben. Also, ich hoffe, dass es da vielleicht mal ein bisschen eine Reform gibt und dass sich das mal ein bisschen ändert, weil also, ja, ich finde es spannender, hätten wir ein bisschen mehr Autos drauf. Ja, also ich sehe es auch so, ich sage auch 24 Fahrer oder 24 Autos im Grid ist auch für mich eigentlich die ideale Zahl, finde ich am besten. Also eigentlich 2 Teams mehr. Ja, also die einzige Lösung, wo sich eigentlich so, wo es wird geben, ist halt eigentlich nur, dass man sagt, okay, wenn mehr Teams reinkommen, tun wir einfach halt den Anteil oder einfach halt die Gesamtsumme, wo wir im Topf inne haben, tun wir erhöhen. Also heisst, dass man halt sozusagen das, ja, ich weiß jetzt nicht, wie viel Geld das Teams bekommen Ende Saison. Das ist keine Ahnung. Aber sagen wir jetzt zum Beispiel einfach einmal, der 10 Platzierte kriegt irgendwie, sagen wir einfach mal 50 Millionen über. Dass der halt, wenn die 2 weiteren Teams drin sind und du bist Letzter, kriegst du auch immer noch die 50 Millionen über. Weißt du, was ich meine? Also, das hat einfach die Gesamtsumme im Topf innen so erhöhen, dass halt, wenn es dann wieder durch 12 Teile, also wenn es jetzt 12 Teams wären, dass der 10 Platzierte halt immer noch gleich viel bekommt, als wie das wäre, wenn 10 Teams drin sind. Klar ist die Herausforderung dann grösser. Klar kann man dann auch sagen, dass dann der Aspekt halt zum Mitmachen gar nicht grösser ist, weil man verdient mehr Geld, wenn mehr Konkurrenz ist. Ja, man müsste halt da irgendwie einen Balance finden oder halt irgendwie etwas finden, wo halt Sinn macht, dann, dass man halt da wirklich den bestehenden Teams kann sagen oder dann kann rückgehen und sagen so, hey, schau, es macht das für euch Sinn, dass mehr Teams reinkommen. Weil eben, es sind Teams oder beziehungsweise es sind Autohersteller oder eben Privatteams oder Privatunternehmen die möchten gerne in die Formel 1 reinkommen. Es gibt ja sogar ein indisches Team, wo ich leider immer noch nicht den Namen davon weiß. Aber ich weiß, es gibt ein indisches Team, das auch gerne in die Formel 1 möchte reinkommen. Und die sind momentan alle wirklich so gehypt auf Formel 1, halt mit den neuen Motoren, die kommen, jetzt auch mit dem neuen Chassis, mit dem Racing, wo soll besser sein, plus auch vom Umweltaspekt mit dem neuen Sprit, alles drum und dran, E-Fuel, wo noch soll kommen. Formel 1 ist ja schon bekannt oder schon länger bekannt oder seit Jahren oder seit immer eigentlich kann man sagen bekannt, so ein bisschen Pionier sein von der Automobilindustrie. Es wird viel dort getestet und das spiegelt sich dann nachher in die Automobilbranche hinab. Und jetzt momentan ist es halt wirklich so, dass sich halt wirklich so einen grossen Hype im Formel 1 entwickelt hat, möchte halt jeder mitmachen dort. Und ich finde es schade, wenn wir jetzt eigentlich sozusagen den Hype-Train, also die jetzt auf Twitch aktiv sind, die wissen Bescheid, was das ist, wenn wir den verpassen. Wenn jetzt einfach der Zug sozusagen abfahren, dann sagen wir mal, in ein paar Jahren kehrt sich der Spieß wieder und Formel 1 wird blöd gesagt wieder uninteressant, was ich jetzt hoffe, dass dann nachher wieder keine Teams rum sind. Das wäre dann wiederum schade. Ja, definitiv. Also ich finde wirklich, mehr Teams in Formel 1 reinbringen, bringt eigentlich nur mehr Spannung. Weil es bringt eben dann nachher auch neue Länder zum Zuschauen etc. Aber wenn Indien wieder mal ein Team hat, ich meine, es ist der Daruvala, der wird jetzt. Ich denke jetzt mal nicht, dass er der Tsunoda wird ersetzt, ich sage es so. Also dann auch wieder neues Talent können mit reinbringen, das habe ich vorhin schon angesprochen. Oder also einfach die Möglichkeit zu haben, können Fahrer gegeneinander zu vergleichen. Zum Beispiel mal zu schauen, wie ein Mahavir Raghunathan gegen einen Nikita Mazepin würde abschneiden. Das Battle der Giganten. Das wäre halt schon interessant. Also, weißt du, wie du aussiehst, ich bin einer, der gerne immer ein bisschen vergleicht auf das Jahr raus, wie sind die Fahrer, wie sind sie gegeneinander. Und es hat auch eine super Frage gegeben. Ich weiss, normalerweise tun wir das immer erst ganz am Ende vom Podcast Fragen beantworten, aber die Frage braucht eben auch ein bisschen
längere Zeit, weil es wirklich eine mega, mega gute Frage ist vom lieben Nils auf unserem Discord-Channel. Könnt ihr da gerne reinjoinen. Link überall in der Bio und in der Videobeschreibung, genau. In der Podcast-Beschreibung drin, dass ihr dort eure Fragen unter dem Hashtag Unselfrelease Podcast könnt reinfetzen. Und zwar, er hat gefragt, hey ihr zwei, mich würde es mega interessieren, wer in eurer Sicht den World Drivers Championship holt. Er selber ist überzeugt, der Leclerc wird das sein. Und merci für den Reminder, ich soll nicht so viele Divebombs machen. Ich versuche, es ist gut. Besser ist es. Besser ist es. Ausser hat er auch noch gefragt, ob wir eine Liste machen mit allen Teamkollegen aus der Formel 1 und wer in der World Drivers Championship dann wird höher abschließen. Also grob gesagt, Teammate Battles sollen wir anschauen. Und genau das haben wir gemacht. Wir haben die Reihenfolge, macht keinen Sinn, es ist nicht nach Team, nicht nach Wertung, aber einfach, dass ihr versteht. Wir fangen bei Williams an, gehen nachher zu Alpha Tauri, Aston Martin, Haas, Alfa Romeo, Alpine, McLaren, Mercedes, Red Bull und Ferrari. Und wir gehen von unten gegen gut, hätte ich gesagt, oder? Ja, voll. Tipptopp. Ja, da fangen wir nämlich auch gerade bei Williams an. Für mich klarer Fall, der Albon hat die ersten 3 Rennen der Latifi dominiert und das wird er für den Rest der Saison machen. Ich sage, der Albon holt mindestens doppelt so viele Punkte wie der Latifi. Also, wärst du gerade Punkte, gerade so. Nein, das also, nicht, aber ich sage also ja, bei mir ist auch ganz klar der Albono, also der wird besser abschneiden als der Latifi. Also ich glaube, das ist aber auch zu erwarten gewesen, schon seit Anfang der Saison, dass das wird wahrscheinlich so eintreffen. Wäre auch bitter, wenn nicht, wenn es nicht so wäre. Definitiv. Muss ich ganz klar sagen. Aber nein, also der Albon hat jetzt auch, muss ich sagen, in Australien gezeigt, dass er wirklich ein guter Fahrer ist. Er hat wirklich lang seine Reifen können auf dem Auto drauf lassen und hat dann wirklich noch den Punkt einfahren und also ich bin hure happy, dass er wieder zurück ist in der Formel 1 und ich verstehe nicht, also ich bin zwar am Anfang auch nicht so ein Albon-Fan gewesen, als er bei Red Bull noch war, aber ich verstehe jetzt momentan so, er hat mir doch gesagt, er kriegt immer noch ein bisschen Hate über, aber keine Ahnung, ich finde ihn eigentlich mega sympathisch und ich finde auch, er macht seinen Job gut. Und ich denke auch, bei Williams hat er viel Potenzial, das er kann schöpfen kann. Ja, stimme ich dazu 100% zu. Ich kann alles unterschreiben und ja, ich habe eigentlich über den Albon noch nicht mehr viel zu sagen. Also, ich bin schon immer überzeugt, dass er ein guter Bub ist, dass er das im Griff hat, aber gleich mit dem Gasly, er ist einfach zu früh ins Red Bull-Team angelüpft worden. Ja. Genau. Willst du mal mit AlphaTauri weiterfahren? Ja, Sprichwort Gasly, so sehe ich es auch dort, bei AlphaTauri. Auch wenn ich muss sagen, ich bin schon ein bisschen Fan von Tsunoda, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde ihn hure sympathisch, vor allem seit der Drive to Survive Staffel. Also seine Folge habe ich richtig gefeiert dort. Vor allem wegen seiner Motivation gegenüber dem Trainieren, gell? Ja, genau. Ja, ich finde einerseits finde ich ihn hure lustiger und ich finde auch jetzt wirklich seit Ende Saison oder Ende letzte Saison hat er wirklich auch ein bisschen Gas gegeben und hat sich verbessert. Und ja, man muss zwar schon sagen, der Alpha Tauri sieht nicht so stark aus momentan, das Auto. Also so jetzt die ersten paar Rennen ist jetzt nicht so überzeugend gewesen, hat es mir gedacht. Halt auch Zuverlässigkeitsproblem, was aber auch bei Red Bull selber das Problem ist. Und auch ein bisschen Pech, sage ich jetzt mal, wobei jetzt weiß ich gar nicht, Tsunoda ist glaube ich das 8. geworden, wenn ich mich nicht täusche, beim Rennen in Australien. Oder ist es der Gasly? Ich weiß es nicht mehr. Aber sie sind nicht mehr so auf dem Level wie letztes Jahr von der Performance her, das sicher. Aber ich habe das Gefühl, der Gasly wird sich trotzdem, trotzdem mehr Punkte holen. Gasly von der Saison. P9, Tsunoda P15 in Australien. Okay. Ja, eben. Also ich denke gleich, Gasly wird besser abschneiden als der Tsunoda dieses Jahr. Ja, also Tsunoda muss ich dir ganz ehrlich zustimmen. Ich finde das ein genialer Fahrer. Für mich hat er einfach noch zu wenig gezeigt, was er in der Formel 2 gezeigt hat. Also wo er seine Rookie-Season da gemacht hat, das ist unglaublich gewesen. Ich habe ab dem 2. Rennen ist der schon mein absoluter Favorit gewesen. Das weiß ich noch ganz genau. Ich habe
dem zugeschaut, wie er fährt, und habe gesagt, Tsunoda, das wird der neue japanische Starfahrer werden. Aber irgendwie, ja, hat er das in der Formel 1 noch nicht so können beweisen. Genug im Mittelfeld wäre er gewesen, genug gutes Auto hat er gehabt. Und ich stimme dir absolut zu. Ich glaube nicht, dass der Tsunoda den Gasly übertrumpfen kann, weil der Gasly ist schlichtweg einfach auf einem anderen Level. Und wir haben gerade letztes Jahr auch ein bisschen über Gasly diskutiert. In meinen Augen, rein von dem, was ich von außen beobachten kann, ich glaube, der Gasly ist mit Abstand der Fahrer, der am meisten kämpft, für gute Punkte zu holen, der sich am meisten ins Training hineinversetzt, der am meisten einfach, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, seitdem der Antoine gestorben ist in Belgien, hat das bei ihm und er auch von Red Bull demoted worden ist zu Alpha Tauri. Ich glaube, das hat ihm einfach irgendeine Flamme ausgelöst, wo sich demnächst nicht unbedingt schnell wird erlöschen, wenn man das so sagen will. Also der Gasly wird der Tsunoda, ich sage nicht in den Boden stampfen, ich denke, der Tsunoda wird anständig Punkte können fahren und vielleicht auch näher an den Gasly kommen, das oder andere Mal vielleicht sogar mehr Punkte haben als der Gasly. Aber er wird definitiv mehr Punkte holen als der Tsunoda, da sehe ich gar keine Bedenken. Und ich predikte, nächste Fahrt der Gasly bei Red Bull. Da. Ja. Nein, das sehe ich nicht. Das sehe ich nicht. Wenn wir gerade darüber reden, ja, komm, ganz kurz. Ja, nein, weil wir haben schon ein bisschen darüber gelabert. Und zwar, im Gasly seinem Vertrag läuft, glaube ich, Ende dieses Jahr aus bei Alpha Tauri. Der ist ja nur um ein Jahr verlängert worden. Und der Dr. Helmut Marko, also der ja wirklich, wo die Bängel unter seinen Fittichen hat, der ist ja der Vertrag Heini, sagen wir jetzt mal so, der sagt, wie es läuft. Und er hat schon gesagt, sie müssen sich hohe Gedanken machen, was sie jetzt mit dem Gasly machen, weil sie wissen, der Gasly will erfolgreicher sein oder in einem Team mitfahren, wo mehr Erfolg kann einfahren kann. Und ich glaube, der Helmut Marko weiß, was der Gasly kann und er weiß auch, dass er Red Bull fähig ist jetzt mittlerweile. Und da muss man nicht abstreiten. Der Gasly könnte in einem Red Bull gut mitfahren. Ob er hier mit einem Verstappen mithalten, denke ich nicht. Weil Verstappen ist in meinen Augen immer noch besser als ein Gasly, definitiv. Aber er weiß halt, er wäre, blöd gesagt, auch wieder ein guter Wingman, oder? Und ein jüngerer Wingman. Und das Ding ist halt einfach eben das, wenn dann natürlich der Gasly sagt so, hey, wenn ich will nicht 100 Jahre lang bei Alpha Tauri mitfahren, ich möchte schauen, ich werde andere Optionen noch reinholen, dann kann natürlich gut möglich sein, dass jetzt zum Beispiel ein Mercedes-Team, wo ja einen älteren Herr im Team hat, Lewis Hamilton, also ja, wo, ja, sagen wir jetzt auch nicht mehr 100 Jahre mitfahren könnte natürlich eine gute Option sein. Also ich werde jetzt noch nicht sagen, dass da natürlich 100% die Chancen da sind für den Gasly, aber es wäre eine Option. McLaren, Ricciardo. Ja, Ricciardo ist auch schon ein bisschen älter, klar noch nicht so alt, 32, aber wäre natürlich auch eine Option. Weil ich denke, bin ganz ehrlich, McLaren ist nicht so happy mit Ricciardo. Und welches Team gibt es noch? Was wäre noch eine Option? Ja, Ferrari nicht. Haas? Nein, Haas denke ich jetzt auch nicht. Aber weißt du, was ich meine? Oder? Ich meine, der Gasly, er wird ja auch vorwärts kommen. Und er wird nicht sein Leben lang bei Alpha Tauri fahren. Okay, also, ich sehe es so, ich finde, der Gasly ist in einer absoluten Prime Position. Weil er ist zu gut, dass ihn irgendjemand gehen will. Der wird den Alpha Tauri Sitz haben, auch wenn sie den Perez nächsten noch werden behalten. Und das Ding ist eben, ich habe einfach das Gefühl, Verstappen und Perez ist so ein gutes Teammate-Pairing. Das ist für mich so ein bisschen wie, na gut, kannst jetzt darüber streiten, ob es wirklich gut war, Seb und Weber. Ich finde, das ist einfach etwas, was zusammenpasst hat, weil du hast den Älteren gehabt, der gute Resultate konsistent reinfahren und seine eigenen Qualitäten gehabt, und du hast den Verstappen, den Hothead, der die ganze Zeit Erste wird. Ich finde aber, dass die Kombination extrem gut funktioniert. Ja, es ist so ein bisschen, für mich ist es so ein bisschen 50-50. Ich würde auch beides gerne sehen. Weißt? Ich würde den Gasly gerne wieder neben Max sehen. Und der Gasly hat so absolut verdient, im Forum mitzufahren mit allen zusammen. Also,
Anyway, egal wie es wird laufen, ich finde, beide haben es verdient. Wenn der Perez würde weggehen, dann sehe ich, dass er wahrscheinlich zu Williams würde gehen, weil er bringt gute Batzen mit und bringt viel Erfahrung, kann dort das Team aufbauen mit dem Albon zusammen. Ich denke mal, dass das die gescheiteste Lösung wäre, wenn der Gasly vorgespult werden. Ja, also gut, ich denke, dass wenn der Perez aus Red Bull rausgeht, tut er retiren, glaube ich. Also das Einzige, was ich mir noch vorstellen könnte, vielleicht, also macht vielleicht nicht viel Sinn, weil es eigentlich bei AlphaTauri eigentlich nie so der Fall war, aber Seat-Swap, dass halt der Perez dann nachher zu AlphaTauri geht und Gasly zu Red Bull, denke ich zwar eher weniger. Die haben den Juri Vips, sie haben den Daruvala, sie haben den Liam Lawson, die wollen die unbedingt in die Formel 1 bekommen. Ich denke eher, es wird auf das rauslaufen, dass also wenn Gasly zu Red Bull kommt, Perez retired. Ich denke nicht zu Williams. Weil, wieso soll es der Perez nehmen? Ich meine, es sind der Latifi, der schon Geld reindrückt. Ja, aber der Latifi, wenn es nicht würde, keine Resultate reindrückt. Und der Perez bringt auch Geld und Resultat. Ja, aber wenn das Auto nicht gut ist, weiß ich jetzt nicht. Also von dem her, also was ich mir würde wünschen, ist wirklich, dass der Gasly Red Bull verlässt und zu Mercedes wird gehen und Hamilton wird ablösen. Ah ja, das fix. Aber das ich denke, für das so muss er geil. Ich denke, für das muss er noch mehr Geduld haben und die Geduld kann er haben, weil sie werden ihn nicht rausschießen aus AlphaTauri. Die werden ihn so lange behalten, wie er dort fahren will. Da bin ich überzeugt. Ja. Aber eben der Marco hat schon angetönt, also ich glaube, der ist schon ein bisschen unter Druck. Jetzt ist mal der alte Mann unter Druck und nicht nur die Fahrer. Weil er weiß, was die Qualitäten sind vom Gasly und er weiß auch, dass wenn er ihn verliert, ist scheiße für Red Bull. Definitiv. Ich sehe, das ist ein Thema, es ist einfach... Kommt noch mehr. Ich denke, das wird noch das Thema von diesem Jahr werden. Ich habe wirklich so auf der Zunge, auf dem Gespür, dass sich da das Jahr wird wahrscheinlich der grosse Bang passieren und wenn nicht, dann nächstes Jahr. Anyway. Was noch natürlich noch eine Option ist, was ich gerade vergessen habe, weil wir gerade zu dem Team kommen. Aston wäre natürlich noch eine Option. Ganz genau. Das ist ein Übergang, den ich vorhin auch überlegt habe mit dem Vettel. Genau, wir sind ehrlich, es wird, so wie es aussieht, dem Vettel seine letzte Saison sein. Ich denke nicht, dass er noch viel Motivation hat zum Weiterfahren. Vor allem jetzt mit dem Auto. Und dann wäre es natürlich eine Option für den Gasly, weil der Lawrence Stroll immer sagt, so, wir sind da in ein paar Jahren auf WM-Kurs und alles. Ja, wenn er ein guter Geschäftsmann ist, was er ja immer behauptet, dann kann er vielleicht den Gasly um den Finger wickeln und er hat ihn nachher dann in seinem Team inne. Ja, das kann man vorstellen. Wäre sicher auch noch eine gute Option, denke ich. Ja, definitiv. Also gerade mit dem Team, wo der Lawrence Stroll sich da zusammen bastelt hat. Aber ich bin jetzt auch noch nicht so überzeugt von Mike Crack, muss ich ganz ehrlich sagen. Nein, aber generell die Facility, die sie am Bauen sind, sieht halt schon aus, als wäre es ein Team, das er aufbauen und etwas daraus machen. Oder das, was eigentlich der Vettel zuerst hätte wollen. Aber ich finde eben, ich stimme dazu. Also man sieht auch jetzt schon irgendwie, der Vettel, er fährt so ein bisschen... Keine Ahnung, also der Vettel wirkt gerade für mich so wie in einer Chemie-Phase. Er gibt so gar nicht mehr wirklich einen Fick und macht ein bisschen, was er will. Und trotzdem habe ich das Gefühl, dass der Vettel den Stroll das Jahr wird in Grund und Boden fahren. Ich habe das Gefühl, der Stroll ist schlecht gestartet und der wird noch lange nicht den Rang finden mit dem Auto. Also für mich da noch... Ohne Diskussion, selbst wenn der Vettel gar keinen Bock mehr hat zum Fahren, wird er mehr Punkte holen als der Stroll. Ja, das sehe ich auch so. Also ich sehe also, dass der Vettel, also sind wir ehrlich, ich meine, der Vettel hat ja mal den Spruch gebracht. Everybody's a Ferrari fan. Even if they're not, they are a Ferrari fan. Even if you go to the Mercedes guys, even if they say that, oh yeah, Mercedes is the greatest brand in the world, they are a Ferrari fan. Und das Gleiche ist auch beim Vettel. Und du kannst mir sagen, was ist? Jeder ist Vettel-Fan. Du kannst sagen, du bist nicht Vettel-Fan und du hast den Vettel einfach gleich gern. Weißt du, was ich meine? Kann man nur gerne haben, das stimmt. Du kannst den Vettel nicht hassen. Aber das ist lustig. Er ist von einem der meist gehassten Fahrer in seiner Red Bull-Zeiten zum geliebtesten Fahrer ever über. Vettel Prime, jeder hat ihn gehasst, weil er hat einfach die Regeln so dreist ausgenutzt. Ja, er ist einfach der Intelligenter gewesen, sind wir ehrlich. Multi-21. Multi-21, Seb, Multi-21. Ja, nein, aber eben, ich sehe es auch so, der Vettel wird besser das Jahr abschneiden als der Stroll. Ich weiss nicht mehr welches Rennen, aber China irgendetwas, wo er in der Pitlane die 2 Autos überholt, weil sie in der Pitlane das da haben. Ist es schon Ferrari gewesen? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, es war Ferrari gewesen. Dann müsste das 2015 oder 2016 sein.
Es ist so gut. Nein, Aber also, es war Hybrid-Ära schon, das nein. weiß ich. Ja, was meinst du zu Haas? Haas sage ich zu dem, wo sein fucking Viking-Comeback hat. Ja, sehe ich auch so. Also der Ah. Schumi, ja. Ja, Little Schumi, bin ganz ehrlich, also er wird gut sein. Also er wird wirklich gut sein, aber er wird nie so das Top of everyone sein. Also der wird nie so gut sein wie sein Vater. Ich sage auch nicht, dass er irgendwie so. Also ich habe das Gefühl jetzt einfach, er wird nie so an die Erfolg herkommen. Und seine grösste Last, die er hat, ist halt einfach, dass man ihn immer vergleicht mit seinem Vater. Halt wegen dem Namen und von woher er auch kommt. Und, aber ich denke nicht, dass er so stark wird sein, wie man es spekuliert. Ja, das glaube ich auch. Also, er wird sicher in seinem zweiten Jahr besser können fahren. Das Problem ist aber, ich habe das Gefühl, sein erstes Jahr schon nicht nur ist keine Referenz gewesen, ich habe aber auch das Gefühl, dass es für ihn auch so ein bisschen eine wasted opportunity war, weil er einfach ein ganzes Jahr lang ein Auto hatte, wo er die ganze Zeit müssen kämpfen. Ich weiß nicht, wie viel er effektiv jetzt aus dem hat können lernen. Also, Ja, gut, also das stimmt auch wieder, ja. er wird sicher besser sein. Ich glaube, er wird so ein bisschen ein Ralf Schumacher-esque oder so ein bisschen Ocon-esque Karriere haben. Ich denke, er wird immer wieder ein bisschen rum sein. Er wird vielleicht auch der ein oder andere Racewin mal können fahren, aber der hat sich so. Also er wird in einem guten Midfield-Team sich können platzieren und dementsprechend sehe ich auch, dass der Magnussen mehr Punkte wird einholen. Ja, sage ich auch. Magnussen ist einfach Legende. Ey. Aber ich finde Absolut. das so geil, dass der wieder zurück ist in der Formel 1. Ja, vor allem, dass er halt auch einen Multi-Year-Contract hat. Ja. Ich weiss nicht, hast du den Podcast gehört, Beyond the Grid? Mit dem Von ihm, ja, habe ich gehört, ja. Hey, so ein guter Podcast. Und du merkst richtig, wie beruhigt er jetzt an die Sache angeht. Ich meine, er hat dort ja gesagt, seitdem er sein Kind hat und alles und einmal mal draussen war, ein Jahr lang und hat ein bisschen runterfahren können. Er hat jetzt wie gar keinen Schiss mehr davor, rauszugehen und ist fast noch motivierter als vorher. Ja. Also, Das ist schon geil. Also ich glaube, es ihm selber hat es gut da, die Auszeit. Das glaube ich auch, ja. Jemand, der den Teamwechsel sehr gut da hat, ist der Bottas. Und der wird auch definitiv mehr Punkte fahren als der Joe die Saison gelenkt. Da müssen wir beide nicht groß diskutieren. Nicht, dass der Joe ein schlechter Fahrer ist, aber ich muss ehrlich sagen, ich glaube, ich habe der Bottas sich noch nie so wohlfühlend und so happy gesehen wie jetzt irgendwie. Oder habe ich da einen falschen Eindruck? Nein, also ich muss auch sagen, der Valtteri Bottas, der wirkt einfach so, also es wirkt irgendwie alles so ein bisschen smooth bei ihm jetzt, denkt es Ja, mir. voll. Also die ersten paar Rennen sind alles so ein bisschen wirklich so smooth bekommen, er hat irgendwie auch nie grosse Fehler gemacht. Es ist einfach alles gelaufen, auch bis auf Jeddah, dort ist halt der Motor nicht mehr gelaufen, blöd gesagt. Ich finde aber auch, der Guang Yu Zhou, der ist ein guter Fahrer, also eben, ich habe ja Formel 2 schaue ich ja jetzt nicht so und oder nicht so aktiv, sage ich mal. Ich schaue nur so nebenbei zwischendurch trainieren. Und ja, bei Alze war voller Vorwürfe gewesen, oder eingenommen mit so, ja, Paydriver, der kommt mit Geld, darum hat er Sitz bekommen. Aber ich muss wirklich auch sagen, er ist wirklich überraschend gut gefahren und ich mag auch seinen Fahrstil, den er hat. Er fährt wirklich sauber, hat eine gute Pace, nicht so aggressiv. Also fährt wirklich Ja, einfach so, nur immer so, sehr überlegt so. genau, er fährt Ja. einfach nur, dass er seine Kilometer hat. So kommt es rüber. Ja, Und, nicht ganz. Also wenn er den Bock hat, überholt er einfach mal einen Hamilton auf der Strecke. ja gut, aber der ist auch mit Dings rausgekommen, gell, mit Harz, wo Ja, und hat pst, verdammt Struggle egal. gehabt, gell, muss man Egal. auch im Hinterkopf haben. Ich bin einfach stolz auf meinen Boy. Ja, aber nein, ich muss auch sagen, also ich bin positiv überrascht gewesen von ihm, aber ich sehe ihn gleich immer noch einen Bottas stärker rein aus Erfahrung raus, wo er hat, der Bottas, und halt, ja, ich denke, er wird ein guter Lehrer sein für seinen Padawan, den er hat dort. 100%. Was sagst du zum nächsten Padawan und Schüler? Oder nein, Padawan und Lehrer Battle? Ja, ich sage, der Padawan wird seinen Lehrer schlagen. Also ich denke, dass der Esteban Ocon mehr Punkte wird diese Saison einfahren als der Alonso. Der Alonso, ja, er sagt ja immer, wenn du ja scheint's aufs Alter ansprichst, wird er ja hure hässig. Scheint's. Ja. Habe ich gelesen. Also ich sage mal so, ich glaube nicht, dass im Alonso seine letzte Saison wird sein in der Formel 1 dieses Jahr.
Ich glaube aber, es wird die letzte Saison sein bei Alpine. Weil Lawrence Stroll hat bestätigt, dass er Gespräche hat mit ihm. Oh, was? Und Das da ist News. bahnt sich etwas ein bisschen an. Also man munkelt momentan, also die Gerüchte sind noch brand new und zu wie viel Prozent sie wirklich werden stimmen, ist die zweite Sache. Aber vielleicht sind das nur der Lawrence Stroll, dass man gesagt hat, dass er ein bisschen wieder in den Dings war, in den Zeitungen und so. Aber scheint sagt es wirklich so, dass er ein Gespräch hat mit dem Alonso. Und es könnte gut möglich sein, dass vielleicht Ende Jahr, wo ja im Alonso sein Vertrag ausläuft dieses Jahr, der Ocon hat ja noch einen bis 2024, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche. Ja, ich weiß auch nicht. Genau. Könnte ich mir gut vorstellen, dass vielleicht der Alonso den Move macht zu Aston, den Vettel ablöst und dann ist natürlich Platz da für den Piastri. Weil Alpine hat ja auch schon angekündigt, sie möchten den Piastri unbedingt das nächste Jahr in einem Team einsetzen, entweder beim eigenen oder bei einem anderen Team. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe nicht ganz, dass er zu Aston Martin übergeht. Ich sehe, dass er nächstes Jahr nicht mehr bei Alpine wird fahren. Aber ich glaube eher, dass er wird retiren. Weil ich frage mich, wie oft wird er noch in einem Team nachsäckeln, in der Hoffnung, dass er das Team aufbauen kann und sich etwas daraus etwas Gutes ergibt, oder? Mit Ocon hat Alpine einen Fahrer, der genug Erfahrung hat, wo sie wissen, dass er anständige Punkte reinbringt. Dass der Piastri in diesen Sitz hineinkommt, ist klar. Ob der Alonso aber schon dieses Jahr keine Geduld mehr hat, sagen sie so, oder erst nächstes Jahr, das ist dann die grosse Frage. Ich kann mir schon vorstellen, dass der Alonso noch ein Jahr wird mitfahren, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe von vorne weg irgendwie schon ein bisschen das Gefühl gehabt, es ist wie nicht fair, dass er nochmal zurückgekommen ist in die Formel 1 und nochmal gefahren ist oder nochmal fährt. So gern wie ich ihn habe oder so gut wie ich finde, dass er fährt, ich hätte viel lieber dann schon andere Talente gesehen, die hätten können aussteigen können, anstatt dass er jetzt einen Sitz quasi wie blockiert, blöd gesagt. Weil ich glaube nicht, dass der Alonso sich noch einen Championship rausholt. Er hat selber zwar auch gesagt, also wenn, dann will er es eigentlich mit dem Team machen, weil mit dem hat er auch seine Erfolge besitzen gehabt. Also es wäre ihm ein Ehr und ba. Aber ich sehe es echt nicht. Also, dass Talks rum sind, verstehe ich, aber der wechselt doch nicht mehr das Team. Der wechselt doch Ja, nicht mehr das du Team. musst eben wissen, der Alonso, ihm ist so scheißegal, eben, dass er einer der Älteren ist. Er hat einfach immer das Gefühl, solange du dich gut fühlst, solange du weißt, dass du schnell bist, und er ist schon auch wirklich schnell noch, kannst du in der Formel 1 fahren. Also ich bin ganz ehrlich, wenn er gegen einen Piastri fahren, ist er schneller, bin ich der festen Überzeugung, im gleichen Auto. Weil Ja, im ersten Jahr schon, ja. Im Nein, zweiten Jahr glaube ich nicht, weil der Piastri, der hat in seiner Rookie-Saison Championship gewonnen. Das hat genau mal Leclerc und den Russell noch geschafft in den letzten paar Jahren. ja, Also, aber weißt du, das Ding ist halt schon immer noch, Formel 1 ist halt dann schon nochmal etwas als Formel 2, gell? ja, das Rein schon, von den aber Autos her. du siehst, was der Russell und der Leclerc für ein Kaliber an Fahrer sind. Und der Ja, Piastri logisch. kann sich als das gleiche Kaliber eigentlich etablieren, wenn er die richtigen Schritte macht und die richtigen Opportunities Ja, bekommt. das sehe ich auch so. Weißt du, ich sage ja nicht, dass er nicht in die Formel 1 soll kommen, weil ich habe ja gesagt, ich würde lieber den Piastri im Alfa Romeo sehen als den Guang Yu Zhou. Er hätte es auch in meinen Augen mehr verdient, weil er da Championship geholt. Ja, 100%. Aber ich kann es mir gut vorstellen, dass der Alonso wirklich den Move macht, weil ich habe einfach für den Alonso, der will nicht aus der Formel 1 raus, weil der will einfach nochmal seine Erfolge haben. Ich glaube, er wollte einfach Rennen fahren. Ich glaube, der wäre sogar happy in einer vollen Saison Supercars in Australien. Ja, und weißt, ich kann mir gut vorstellen, dass er bei Aston oder dass Aston dann auch sagt, beziehungsweise muss er so anfangen, Aston hat ja, der Grund, wieso dass sie den Vettel genommen haben, ist immer das gewesen, ja, wir haben den 4-fachen Weltmeister im Team, der hat Erfahrung, der weiß, wie es bei Top-Teams läuft und. Das ist der grosse Vorteil für uns. Und das wird auch das Argument sein, wieso dass sie den Alonso möchten holen. Weil er ist bei Top-Teams gewesen, er ist zweifacher Weltmeister und. Und ja, ich kann mir gut vorstellen, dass der Move könnte wirklich passieren. Könnte ich mir wirklich gut vorstellen. Okay.
Wir moven doch mal schnell zum nächsten Team. Sonst verlieren wir uns da wieder in Contract Talk, gleich wie mit Perez und Gasly. Ja, Es ist zu spannend. Vielleicht müssen wir mal einen separaten Abschnitt machen über unsere Driver Predictions, wer wo wird hingehen. Das könnte noch spannend sein zum Diskutieren. Das Könnt ist ihr so, ja. gerne mal in Kommentare respektive in Discord und unter TikTok reinschreiben, wenn ihr wollt, ob ihr das gerne würdet sehen oder hören. Norris Ricciardo, was sagst Norris. du? Ich sage Ricciardo. Ricciardo? Ja, ich glaube nämlich, der Ricciardo, der hat schon bei eigentlich jedem Team, das er joint ist, im ersten Jahr nicht unbedingt die Leute von den Socken gehauen, sagen sie so. Ich glaube schon, dass er im zweiten Jahr jetzt mehr mit dem Auto wird klarkommen, weil er sich im Team auch ein bisschen wohler fühlt. Ich glaube aber nicht, dass es um viele Punkte wird gehen. Ich denke, dass der Ricciardo wahrscheinlich so im letzten Rennen der Norris noch wird pippen, so, weil der Norris irgendwie ein DNF hat oder irgendwie ein unglückliches Rennen macht oder so. Also nicht unbedingt pure Pace, aber ich denke, so ja, nein, nicht der Luck, aber so ein bisschen wie der Sainz. Konsistent, gut gefahren. Letztes Jahr der Leclerc überholt, einfach weil der Leclerc mehr Pech hat. Ich glaube, dass so auf das wird es rauslaufen. Okay. Also, sehe ich jetzt nicht so. Also, ich meine, ich sage ja immer, ich sage es ja wirklich immer, ich schaue Formel 1 wirklich neutral, aber wenn mich jemand fragt, welchen Fahrer findest du am sympathischsten, am besten und alles drum und dran, sage ich immer, für mich wäre es immer der Ricciardo. Weil ich finde einfach wirklich, ich finde seinen Fahrstil richtig geil, den er hat, mit seinen Dive-Bombs, darum macht es auch immer in F1. Und ich finde halt einfach, dass er wirklich ein guter Fahrer ist, aber ich verstehe deine Aussage, eben das zweite Jahr im Team und dann ist er stärker, aber man muss halt eben jetzt auch wieder sagen, es sind komplett neue Autos. Also eigentlich die Aussage, dass jetzt das zweite Jahr, das ist eigentlich, für alle ist das wieder das erste Jahr, weil es sind neue Autos. Wir haben jetzt seit 2017 bis 2021 haben wir immer die gleichen Autos eigentlich gehabt, sagen wir es mal grob. Also vom Aufbau her. Und jetzt haben wir komplett neue Chassis, alles drum dran. Das ist natürlich für ihn auch wieder neu. Und auch für den Norris neu. Und jetzt geht es wirklich darum, wer sich besser an die neuen Autos dran gewöhnen kann. Und ich sehe halt da schon auch den Norris immer noch ein bisschen stärker, dass er sich schneller ins neue Auto kann versetzen oder besser mit dem neuen Auto kann performen. Und ich glaube, dass das sogar eher ein bisschen ein grosser Punkteunterschied Ende Saison wird haben. Bin ich ganz ehrlich. Okay. Ja. So gerne ich den Ricciardo habe, wirklich. So, lieber als der Norris, aber ich bin einfach realistisch und ich denke, dass der Norris stärker wird abschneiden als der Ricciardo. Ja, also das Ding ist eben, und das stimmt ist so zwar meine Prediction schon nicht ganz, ich habe das Gefühl, der Ricciardo ist einer, der funktioniert, wenn er ein Auto hat, das funktioniert. Wenn er vorne mitfahren kann, auf der Pole Position oder sagen wir einfach die erste und zweite Reihe, habe ich das Gefühl, bringt er es fertig. Und ich glaube, der beste Beweis war schon Monza. Die Rennen, wo Renault gut war, in denen hat er auch gut performen. Ich glaube, dass er ein bisschen Mühe hat, vielleicht mit dem Midfield oder generell einfach mit einem schlechteren Auto umzugehen, was für einen Norris ein bisschen einfacher ist, weil er ist noch ein bisschen näher an der Formel 2 dran war. Oder der Ricciardo hat sehr viel Zeit vorher verbracht. Er hat sehr viel Zeit in einem Auto verbracht, das gute Performance hatte und ihm das gegeben hat, was er wollte. Oder? Und sobald er den McLaren an einen Punkt bringt, wo ihm das Auto selber einfach das gibt, was er braucht, wird er besser fahren als der Norris. Aber ja, das muss ich vielleicht meine Prediction noch ändern auf den Norris, aber eben, ich sage, es wird ziemlich gleich auf sein. Okay. Ja. Am Anfang der Saison hätte ich meine nächste Prediction niemals so gedacht, aber ich sage, der Russell outperformed den Hamilton dieses Jahr. Hast du gewusst, dass du das sagst? Ich habe es so gewusst. Ich habe studiert, aber ich kann dir nachher sagen, wieso. Nein, also so wie soll ich sagen?
so sehr den Eindruck, dass es gibt vom Hamilton und vom Team und vom Russell, dass sie sich die zwei gut verstehen. Ich glaube nicht, dass dort so wirklich Friedekuchen oder wie sagen wir, Friedekuchen Eier irgendetwas, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie das Friede, abgeht. Fude, Eierkuchen. Ja, Friede, egal. Freude, Eierkuchen. Ah, Friede, Freude, Eierkuchen ist. Ja, das ist halt so, wenn man Sprichwörter brauchen, die man nicht weiss. Perfekt. Nein, ich glaube, dass der Hamilton ja, so seine Fahrkünste à la 2000 und was war es? 7 oder 8, ich weiß es gar nicht mehr, mit dem Alonso zusammen mal wieder auspackt und einfach mal den jungen Russell in die Schranken weist. Nein, also ich hoffe es natürlich nicht. Ich glaube, der Hamilton ist schon ein bisschen reifer und er weiß auch, dass seine Fahrerkarriere nicht mehr so lange anhebt wie jetzt die vom Russell. Und ich glaube auch, er wird jetzt nicht den Russell irgendwie gross versaumen oder so. Aber ich denke gleich, dass das ja der Hamilton noch mal besser wird abschneiden als der Russell punktemäßig. Also, eins ist klar, in meinen Augen, ich kann das nicht sagen mit Abstand, aber definitiv knapp oder vielleicht in Diskussion auf jeden Fall für das beste Team oder die beste Zusammenstellung. Ich glaube, dass der Russell von den jungen Fahrern, nein, ich würde zwar schon sagen, dass der Leclerc noch ein bisschen mehr Talent hat als der Russell, rein Fahrertalent, aber er bringt das, was Mercedes braucht, und Lewis Hamilton müssen wir gar nicht diskutieren über seine Greatness. Aber ich finde, oder ich glaube, dass der Lewis dass er einfach nicht mit dem Auto zu Schlag kommt. Ich meine, es ist relativ evident eigentlich schon die letzten oder die ersten 3 Jahre, 3 Rennen, die wir jetzt hatten. Der Russell hat extrem konstante Resultate können fahren, während es beim Hamilton ein bisschen fluktuiert hat, ein bisschen hoch, ein bisschen runter, schlecht im Qualifying in Jeddah. Und Jeddah ist für mich ausschlaggebend eigentlich für meine Prediction jetzt, weil ich habe das Gefühl, der Hamilton wird mehr strugglen mit dem Auto. Und der zweite Punkt ist genau das, was du gesagt hast. Ich glaube, es könnte funken. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe das Gefühl, der Hamilton ist dadurch ein Stück erwachsener geworden, im Sinne von, dass er auch einfach sieht, seine Aufgabe sollte jetzt werden, oder sicher in Zukunft werden, den Russell zu fördern und nicht mehr unbedingt um ein Championship zu kämpfen. Vor allem, wenn er einen 8. holt und vielleicht noch nicht retired, dann wird er fix einfach als Mentor für Russell noch rum sein. Und ich weiß aber nicht, ob das langsam auch schon einschleicht. Oder ich habe Hoffnung, dass es nicht passiert, aber es könnte wirklich sein, dass das Jahr entscheidend ist für Hamilton. Russell jetzt in das Auto reinkommt und ihn nicht in Grund und Boden fährt, aber dass der Russell einfach sich wirklich ankündigt. Und das, was wir bis jetzt gesehen haben, zeigt das in meinen Augen. Ruhig, kalkuliert, nie mit der grossen Brust ist der Russell gefahren und trotzdem hat er immer die besseren Resultate geholt als der Hamilton dieses Jahr. Und wegen dem glaube ich, dass sich das ein bisschen wird durchziehen über den Rest der Saison. Du hast den Jeddah Grand Prix schon geschaut, oder? Ja. Und der Hamilton hat bis kurz vor dem Rennen hure Mühe gehabt mit dem Setup und hat es nicht gefunden. Ja, nein, es geht mir nicht darum, sie haben ja, in Jeddah haben sie ja etwas ausprobiert, das im Setup. Darum ist er ja so früh rausgeflogen im Q1. Plus hat er nachher in Jeddah haben sie es ein bisschen versaut mit dem Boxen, mit den Safety-Car-Phasen. Ja, das ist natürlich muss man ihm eben auch noch sagen. Und auch jetzt in Melbourne wieder haben sie ein bisschen verkackt. Weil Safety Car ist gekommen, er ist in der Box schon gewesen, eine Runde vorher, 2 Runden vorher. Und der Russell ist noch nicht gewesen und hat es natürlich gerade ausnutzen und ist auf P3 gefahren oder P3 geblieben. Also der Russell hat, muss man wirklich sagen, die letzten 2 Rennen recht gut können profitieren aus Ereignissen vom Rennen. Das gehört natürlich auch dazu. Der Hamilton ist normalerweise immer der das Glück hat. Vielleicht ist jetzt eben das Glück im Russell übergewandert. Aber ich würde jetzt rein performance-technisch würde ich einen Hamilton immer noch stärker einschätzen als einen Russell, sage ich jetzt mal. Er hat halt einfach Pech gehabt, muss man jetzt einfach mal so sagen. Aber auch ein Hamilton darf man Pech haben, muss man einfach auch mal so lassen. Und ich werde den Hamilton nicht verteidigen. Wir werden immer vorgeworfen, ich bin Hamilton-Fan, aber das stimmt überhaupt nicht. Aber ich schaue es wirklich rein realistisch an. Der Russell hat Glück gehabt. Und der Hamilton hat ich stimme dazu, dass der Hamilton schneller ist als der Russell, dass er mehr Pace hat und dass er overall der bessere Fahrer ist. Aber etwas, was der Russell mitbringt, was der Hamilton nicht hat,
also nicht hat, aber schon lange nicht mehr hat, ist das Midfield rumbetteln. Das hat Russell gut können mit Williams und er bringt das jetzt eigentlich mit. Und Lewis Hamilton sich ist momentan mehr gewöhnt, ein bisschen davon fahren. Wobei, letztes Jahr hat er natürlich auch gute Fights können haben, aber nicht im Midfield, oder? Und das bringt ihm Russell ein bisschen einen Vorteil. Ja, aber sind es wirklich Mittelfeld, Mercedes? Ich würd sagen, die sind so etwas dazwischen von Top-Team und Mittelfeld. Ja, sie sind etwa das, was ja, Ferrari McLaren und Ferrari sind. Ja, so ein bisschen zwischendrin. Aber mir denkt das Alpine-Team Trotzdem werden sie mehr im Punkt schwächer. Ja, das schon. Ich meine, schon so am Start, aber ich meine, gut, am Start, ich meine, schau, der Hamilton hat einen brutalen Start in Melbourne. Der ist ja gerade auf P3 vorgefahren, hat einfach Pace nicht können gehen vom Perez. Aber man muss aber auch sagen, wenn die Strecke es zulässt, ist auch Mercedes schnell. Sind wir ehrlich, in Melbourne ist Mercedes eines der schnellsten Teams gewesen. Die sind schneller gewesen als Red Bull, glaubt mir es. Weil Red Bull hat so viel Probleme gehabt. Red Bull hat so viel Probleme gehabt mit Graining, alles drum und dran. Die haben keine Pace gehabt dort. Ja, im Rennen ist Red Bull ihnen gleich davon gefahren. Nein, ey, eine Weile lang ist der Russell aufschliessen auf Red Bull aufs Top. Nein, ja, aber niemals ist der Mercedes schneller als der Red Bull. Der Red Bull hat für Reliability-Problem. Ja, ich sage ja, streckenabhängig, nicht overall. Ich sage ja, von streckenabhängig, habe ich jetzt vorher gesagt. Ja, aber Melbourne war jetzt nicht sehr viel anders als Bahrain und Jeddah. Die sind alles relativ ähnlich, sehr viele High-Speed-Corners und High-Speed Straights. Nein. Ist echt dann nachher ein Bericht, den ich gelesen habe. Ja, aber der Red Bull und alles drum und dran. Da staunst du dann im Fall, ich sage das. Also ich weiß jetzt nicht, woher du siehst, dass der Mercedes schneller ist als der Red Bull. Die sind 10. Ich habe ja nicht ich habe gesagt, wo Red Bull angefangen hat mit Grainen. Dort sind es brutal stark, weil Mercedes hat nicht Graining-Probleme gehabt. Ja, okay, klar, aber sie sind gleich schneller gewesen. Ja, ist gut, aber das Auto ist nicht schneller. Nein, ich sage ja nicht overall. Gut. Also, ja, ist gut. Es ist einfach, du hast das so rausgehauen, so als ob Mercedes schneller ein Auto angebracht. Nein, das nicht. Aber in Melbourne sind es teilweise einfach wirklich schneller gewesen als ein Red Bull. Das ist ja so. Ja, anyway. Sie haben die meisten Punkte reingeholt. Ich wollte es nur noch einmal erwähnen. Ja, ist gut. Sie sind dort P2 in den Constructors und Russell ist P2 in den Drivers. Wo ist Red Bull? In der Dings Konstrukteur? Dritte oder so? Vierte? Dritte sind sie. Dritte, genau. Mit 55 Red Bull 10 Punkte mehr sein. Und das werden sie relativ schnell können überholen, wenn natürlich das Auto nicht abliegt. Und das der Red Bull-Fan sagt, ja, das ist so. Also, ja, gehen wir weiter. Und mir wird einfach immer vorgeworfen, dass ich Red Bull-Fan bin. Das ist auch so. Dann gehen wir weiter zu Red Bull. Genau. Was siehst du dort? Also ich glaube, das ist auch ziemlich klar. Ich finde es aber nicht so klar. Ich habe nämlich das Gefühl, dass der Perez immer Run for his money wird geben, diese Saison. Ich sage nicht, dass Perez wird mehr Punkte holen, Verstappen wird mehr Punkte holen, weil er vom Team wird bevorzugt werden. Aber ich denke, in der Mitte der Saison wird der Perez immer noch vorne liegen. Das glaube ich nicht. Mal, das denke ich. Ich denke, es wird wirklich ein Hin und Her sein zwischen den Red Bull-Fahrern. Das Problem ist halt, dass die Reliability die Prediction extrem schwierig macht. Es ist extrem schwierig zu sagen, wer effektiv wie kommt und wie viele Punkte noch rausholen kann, weil du weißt nicht, wie manchmal das der Motor wird ablegen. Aber ich sage, der Perez ist in der Mitte der Saison immer noch vor dem Verstappen. Nein, glaube ich nicht. Also ich denke, dass Red Bull das Zuverlässigkeitsproblem relativ schnell werden jetzt mal ein bisschen in den Griff bekommen. Und ich glaube schon auch, dass der Verstappen recht gut wird wieder nachziehen können. Denke ich mal. Und auch stärker wird sie als ein Perez. Okay. Siehst mit. Ja, es gibt nicht viel zu diskutieren. Ich meine, es ist beides irgendwie durch den rechten Verstappen ist ein absoluter Gott. Er ist der Einzige, der Hamilton hat können. Ja, es ist so. Es ist so. Er ist nicht bezeichnet. Wow, wenn er so weitermacht mit seiner Karriere, dann hat er absolutes Potenzial, wirklich auf einen Status mindestens wie ein Vettel zu kommen.
Oder ein Alonso. Boah, wenn jetzt der Schumacher Mindestens. gesagt hättest, wenn ich hätte so verdroschen, ich sage Nein. Also, dass irgendein Fahrer wieder mal ähnlich wird sein wie ein Schumacher oder ein Senna oder ein Hamilton, braucht es ganz, ganz viel. Aber auf ein Vettel-Alonso-Level kommt er fix rein. Rein von seinem Ja, letzten Status. das ist auch nicht schwierig, ne? Oh mein Gott. Don't Nein, even get me started. nein, also, ja, egal, komm, wir lernen Also, ich würde jetzt nicht Verstappen als irgendwie so Gottmode bezeichnen, überhaupt nicht. Aber wer vielleicht Potenzial hätte auf das, ja, das ist ein Übergang, ist der Leclerc bei Du Ferrari. willst mir jetzt nicht sagen, dass du beim Leclerc eher das Gefühl hast, dass er letzten Status hat, obwohl du die ganze Zeit sagst, dass der Leclerc nicht so gut ist, wie alle sagen. Also ich sage immer, der Leclerc ist ein sehr guter Fahrer, sage ich immer. Sagst du gerade, Leclerc ist ein besserer Fahrer als Verstappen? Würde ich sagen, ja. Definitiv. Holy shit. Jetzt, Stand jetzt. Jetzt, ja. Mit Ja, all der Glück Erfahrung, gehabt. die der Max hat. Der Max hat den Championship gewonnen, alles drum und dran. Du sagst, Ja. der Leclerc. Ja. Okay. Ja, ich weiss, für einen Red Bull-Fan ist das ein Schlag ins Gesicht. Das verstehe ich auch. Aber Du musst mich nicht die ganze Zeit mit dem anreiten. Das ist nicht mit dem zu tun. Ich bin genauso Ferrari-Fan, wie ich Red Bull-Fan bin. nein, aber ich sehe im Leclerc, also ich meine, ich bin ja auch immer der gewesen, der gesagt hat, ein Sainz ist von der Race Pace her stärker als ein Leclerc. Aber Sainz hat mich, muss ich wirklich sagen, in den letzten paar Rennen sehr enttäuscht. Und ja, ich weiß nicht, ich glaube, der Sainz ist auch hure nicht zufrieden bei Red Bull. Das erste Jahr war er recht happy gewesen, aber irgendwie so die ersten paar Rennen hat es mir gedacht, er ist gar nicht happy, was so abgeht bei Ferrari. Und sind wir auch ehrlich, das Sainz wird auch jetzt schon als Zweitfahrer eingestuft dort. Und da wird schon geschaut, dass der Leclerc sein Championship kann holen und weiss ich was alles. Ich meine, ist auch ein Binotto sein Schützling, ne, muss man an dieser Stelle sagen. Das fix, ja. Aber ja, also ich würde sagen, dass ein Leclerc besser ist als ein Verstappen. Ja. Okay, na gut, das ist jetzt eine Diskussion. Also ich sehe auch, dass der Leclerc wird mehr Punkte holen als der Sainz. Ja gut, das ist klar. Ja, das ist klar. Das sehe ich. Ich sehe noch nicht ganz, dass der Sainz bereits schon Zweitfahrer ist. Er kann sich immer noch beweisen. Er hat einen sehr schlechten Start gehabt und kommt auch einfach mit dem Auto nicht ganz so Schlag, wie es der Leclerc macht. Ich glaube aber nicht, dass der Sainz der zweite Fahrer wird sein, auch nicht bis wirklich Ende der Saison. Ich denke nämlich, dass der Binotto, der ist ein anständiger Mann. Der hat sehr viele Saisons durchgesehen. Richtig. Es lacht so geschissen. Ein anständiger Mann. Ja, nein, es ist so. Der hat wirklich etwas in der Birne. Der hat von Schumacher-Ära mit Barrichello zusammen, der hat wirklich alles gesehen und hat das Team in all seinen Facetten gesehen, mit all seinen guten und weniger guten Team-Principles. Und ich glaube, er weiß, wie das es handeln sollte. Und ich glaube, er weiß, dass ein Sainz besser ist, als dass es sich momentan gibt. Und ich glaube nicht, dass er schon früher wird ihn als Zweitfahrer einsetzen. Trotzdem, mein Traum wäre natürlich gewesen, ein Sainz als World Champion. Aber zu meinem Nils seine Frage beantworten, ich sehe den Golden Boy, den Leclerc, als Gewinner diese Saison vom Weltmeistertitel. Wie sieht es bei dir Ja, aus? ich auch. Also, ich will zwar nicht zu fest auf dem Ferrari, sorry, ganz kurz, wirklich nicht zu fest auf dem Ferrari Hype Train rumgumpen und sie haben es schon oft versichert, aber ich glaube nicht, dass sie es mit dem Leclerc versichern und nicht mit dem Auto. nein, ich glaube es auch nicht. Also momentan sieht es auch wirklich so aus und ich glaube es auch, dass ich denke schon, dass mehr der Fokus beim Leclerc ist als beim Sainz. Weil ich meine, ja, der ist auch Ferrari Academy drin gewesen und alles und dann so gepusht wie Hölle. Und
Das ist so ein bisschen wie bei Verstappen, weißt du, bei Red Bull. Wäre scheiße, wenn sie so viel Zeug investieren in den Fahrer und dann nachher schaffen sie es nicht mit dem. Für Ganz Red Bull genau. selber ist es auch immer freigeschlagen, dass sie zwar nicht den jüngsten Weltmeister haben können küren mit ihm, weil das ist eigentlich das Hauptziel mal gewesen, und haben zwar immer gesagt, das stimmt nicht, aber das ist safe so gewesen. Aber ich denke auch bei Ferrari ist es so, dass die halt eben so viel investiert haben in den Leclerc rein, dass der zu Ferrari kommt. Und es wäre blöd, wenn es nicht klappen würde. Es wäre scheiße für ihr Image auch. Aber ja, ich weiß nicht, ich habe irgendwie das Gefühl, beim Sainz, wenn wir noch mal kurz zurückkommen auf das Thema, ich glaube, da sieht jetzt alles andere als rosig aus. Also weißt du, das ist schon rein nur der Aspekt, dass man seit x Monaten, sicher schon seit Ende letzten Jahr darüber redet, der Sainz steht kurz vor einer Vertragsverlängerung und wir haben jetzt Ende April dann, und er hat immer noch keine Vertragsverlängerung bei Ferrari, obwohl das man schon seit etwa 3-4 Monaten davor redet. Das ist auch ein bisschen speziell. Auch wenn man bei Notto sagt immer so, ja, wir sind kurz davor und es sieht gut aus und so, und es fehlt eigentlich nur die Unterschrift. Das erste Mal habe ich ein Interview gelesen vom Vater vom Sainz, und er hat auch gesagt, ja, es fehlt nicht mehr viel, es sagt nur noch die Unterschrift und. Wir reden immer nur noch von dieser Unterschrift, aber was haltet denn der Sainz davon ab, die Unterschrift zu setzen? Wo ist das Problem? Ist es Geld? Ist es der Status im Team? Oder was ist es denn, dass die Unterschrift noch nicht gekommen ist? Weißt du, ich meine, also irgendetwas muss ja sein. Oder ist doch kein Vertrag rum und wir reden nur immer so um den heißen Brei rum? Wenn wir schauen, was der Mick zuerst noch macht, dass wir eventuell gleich ihn aufziehen können, wobei ich denke, das wird eh nicht der Fall sein. Oder sucht man sich noch andere Alternativen? Es ist einfach hure speziell, denke ich. Ja, also der Mick ist sicher schon von vornhereck ein grosser Punkt wie das im Vertrag oder wie das Vertragsverhandlungen beim Sainz werden ablaufen. Das ist schon vornhereck klar gewesen, der Masterplan. Es geht aber in meinen Augen nicht danach aus, als ob der Mick wirklich Ferrari-Qualität hat. No hate, geiler Fahrer, aber nein. Der Sainz wird fix mindestens 1 Jahr länger noch fahren können. Bei Ferrari, wenn nicht sogar 2, 3, 4, 5 Jahre, der wird sich schon wieder aufraufen. Der wird jetzt nicht auf dieser Pechsträhne bleiben und sich nicht holen. Und ich glaube auch, der Grund, wieso dass er so down ist momentan, ist einfach, weil er mit seiner Leistung nicht zufrieden ist. Ich glaube nicht, dass da irgendwelche externe Faktoren und Vertragsverhandlungen ihn abziehen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, aber man muss eben schon sagen, es ist halt schon krass die Differenz vom Leclerc und vom Sainz. Also weißt du, zeitentechnisch, wenn du so anschaust. Also nicht mehr so schlimm wie jetzt in Bahrain. Bahrain war echt krass gewesen. Aber eben Melbourne ist halt viel Pech dabei gewesen. Und ich meine, sein Ausritt oder sein Ausfall ist ja, hat er auch gesagt, es sei ein Eigenfehler gewesen, ein Eigenverschulden. Aber ja, schauen wir mal, was kommt in Zukunft. Ich glaube jetzt da zwar eben nicht so daran, dass der Sainz da noch gross irgendwie den Umschwung wird holen. Ich weiß nicht, wieso, ich mein Gefühl, es hat einfach so, das kommt irgendwie nicht mehr so. Ich glaube, er wird so die ganze Saison eine richtige Kack-Saison haben. Im Fall von der Zeiten her, das ist so weit voneinander sind sie nicht entfernt. Mal in Bahrain sind es recht krass gewesen. Nein, also im Qualifying hat er ein Zehntel. Fastest Lap im Rennen. 2 Zehntel. Und das nächste Rennen bei Saudi-Arabien, Qualifying, sind 1 Zehntel. Fastest Lap im Rennen. Auch wieder 1 Zehntel. Also so viel ist es nicht. Okay. Also es ist... Ja. Er hat das Auto nicht so gut im Griff wie der Leclerc. Das Auto ist komplett auf den Leclerc abgeschnitten. Ja, so aber wie ich er gerade gerne sagen, fährt. zu wie viel Prozent ist es echt auf den Leclerc abgestimmt? Wahrscheinlich aber schon Genau. recht stark. Ich denke, dass wir da eine ähnliche Situation haben wie mit dem Verstappen, dass einfach das ganze Team sich zu fest um den Leclerc gebaut hat und der zweite Fahrer wird in diesem Auto für die nächsten, oder auch so lange wie der Leclerc den Vertrag hat, was ist 25, 26, bis dann wird der zweite Fahrer einfach Mühe haben in dem Team. Ja. Und jeder andere Fahrer wird ein zweiter Fahrer sein. Das ist so, ja. Auch wenn sie es nicht ganz so offensiv werden machen wie früher und das Sainz sicher auch eine gute Chance wird bekommen, aber ja.
Ja, also ich gehe immer noch davon aus, dass der Sainz wahrscheinlich eines das Jahr einen Grand Prix wird gewinnen. Habe ich das Gefühl. Ja. Aber ich denke eben, rein punktetechnisch wird er hinter dem Leclerc sein und Leclerc wird auch logischerweise durch das, also ja, weil er hinter dran ist, den Driver Championship gewinnen, macht es nicht viel Sinn, dass der Sainz mehr Punkte hat und der Leclerc gleich Driver Championship gewinnt. Also ich bin ehrlich mit dir im Fall, ich sehe, dass der Sainz in den nächsten 3 Rennen wird gewinnen. Also entweder Italien, Miami oder Spanien. Spanien wäre natürlich das wäre crazy, das Das wäre wollte ich mir gar nicht vorstellen, da würde ich abgehen. Und dort müsste auch Ferrari auch gönnen, auch wenn es 1-2 wäre nachher. Das ist scheißegal. Also aber ich kann mir gut vorstellen, dass es kommt so, ja, mit der Position Alonso is faster than Also, you. das wäre wirklich, das wäre schlimmer als, was ist das gewesen? Barrichello Schumacher, welches Rennen ist das gewesen? Das war Österreich, wo sie gerade auf der Ziellinie gegenseitig überholt haben. Ja. Das wäre noch schlimmer als dann. Wirklich. Ja. Ja, ich glaube, wir haben die Frage mal so weit beantwortet, was unsere Predictions sind für Teammates untereinander und auch Driver Championship. Was wir noch könnten hinzufügen, was glaubst du, Team Championship auch Ferrari? Konstrukteur? Oder denkst du eher Red Bull oder so? Nein, Ferrari. Denkst du auch eher Ferrari? Ich glaube, Mercedes wird nicht mehr oder wird zu viele Punkte verloren haben und Red Bull dasselbe. Also ich kann mir gut vorstellen, dass Mercedes noch kommt, nochmal ein bisschen mit der Performance, aber halt, ja, das wird wahrscheinlich erst in 2-3 Rennen passieren. Da haben sie halt einfach schon zu viele Punkte verschenkt. Das ich denke noch ein bisschen später, aber sie werden fix Race Wins holen, 1 oder 2. Ja, das glaube ich auch. Sie werden so ein bisschen wie Red Bull von 2018 sein. Ja, einfach halt so ein ja, oder Mercedes gefightet haben und ab und zu ist mal ein Verstappen mit einem Race-Win gekommen. Ja, oder halt einfach abstauben. Ganz einfach. Ja, voll. So sieht es aus. Gut. Ja gut, also dann würden wir mal sagen, wäre es gewesen, wieder mal mit der Episode vom Unsafe Release. Wir hoffen euch natürlich, dass die Episode euch gefallen hat und dass ihr euch gut unterhalten gefühlt habt. Ja, dann würde ich sagen, gibt es die nächste Episode dann in einer Woche wieder nach dem Imola Grand Prix. Sind wir mal gespannt, was dort passiert. Dann. Bitte denkt daran, schreibt gerne eure Fragen, die wir hier in diesem Podcast beantworten sollen. In Discord-Channel rein, da findet ihr den Link auf im Spotify rein oder auf Apple Music, wo auch immer. Oder Apple Podcast heisst nicht Apple Music. Und schreibt gerne dort in Discord-Channel eure Fragen rein unter dem Hashtag Unsafe Release Podcast. Würde uns sehr freuen. Und dann wünschen wir euch noch einen ganz schönen Tag. Macht's gut und bis zum nächsten Podcast.